So, Christi, zu diesem kleinen Infovideo, sage ich jetzt einmal, unterlegt mit Musik von Violet Cold, ist ein Einmannprojekt aus Armenien. Videobeschreibung, Link ist in der Videobeschreibung, wenn du dich für anderen Stil, wenn du dich für eine andere Musik interessierst. Zu allem, was du siehst, ist alles verlinkt in der Videobeschreibung noch zusätzlich und das passt dann. Warum dieses Infovideo, dieses kleine ab vorweg? Ich möchte mich mal bedanken bei allen, die wenigen, die sich halt da meinen, Content antun. Antun ist das richtige Wort dafür. Ich bin nämlich dahinter gekommen, so viel YouTuber kennen, die im Dialekt reden. Also das ist eine sehr rar gesäte Spezies, sag ich jetzt einmal. Also ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du dir das bisschen, was ich da heute bringe, anschaust. Und vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Person anfangen kannst, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich zu bescheiden. Ich bin wie ich bin und das passt. Das nächste. Du wirst im Hintergrund einiges sehen. Ich möchte dann 2022 mein Inhalt ein bisschen erweitern. Dazu wird es dann zu Weihnachten ein relativ umfangreiches Infovideo geben. Ich bin auch am Überlegen, ob ich vom 23.12. bis um den 7. 8. Jänner den Kanal antrage. Dass ich im Hintergrund ein bisschen was werkeln kann, ein bisschen was tun kann. Und mein Leben hat sich jetzt in den letzten 1,5 Jahren etwas gedreht. Jetzt bin ich geiler von Snipes. Ja, kurz vorweg, es wird jetzt in der nächsten Zeit so weitergehen. Fallout Sonntag, The Long Dark, No Man's Sky. Dazu wird noch kommen die Elder Scrolls Oblivion und wohlgemerkt, ich möchte nochmal Skyrim machen. Wann es kommt, weiß ich noch nicht. Das ist jetzt noch alles im Raum gestellt und hin und her. Das ist alles noch Zukunftsmusik. Wirklich alles noch Zukunftsmusik. 2022 wird es dann sehen, was Neues kommt. Wie du vielleicht schon gesehen hast, das Kanalbanner oben, zum Area 53 Festival bei uns da in Leoben wir ein bisschen mehr machen. Und mal schauen, wie sich das ausgeht und wie ich das machen kann, dass ich das schön umsetze und alles. Der Rest ergibt sich dann, wenn es soweit ist. Ich tue nichts mehr überstürzt. Ich nehme mir die Zeit, die ich brauche. Und wenn es fertig ist, ist fertig. Dann bringe ich es auch. Folgendes. Ich will ein Video machen zu dem Thema Mist Survival und 7 Days to Die. Es sind zwar Early Access Spiele, das eine ist noch relativ frisch, Mist Survival, ich meine, das ist auch schon ein paar Jahre in der Entwicklung jetzt, und 7 Days to Die. Da sollte in den kommenden Tagen bei beiden sollte ein Update kommen. Mist Survival 0.5.0 und bei 7 Days to Die steht die 20er Alpha irgendwann in den Startlöchern. Noch 2021. Aber das sind die Entwickler wie ich. Wenn es fertig ist, ist fertig. Genau. Irgendwas davon wird noch kommen, aber wie, wann, wo, wirst du auch noch alles sehen. Und bla bla bla. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen mehr machen in Zukunft. Und wie gesagt, das wird alles, wenn es fertig ist, ist fertig. Und nun viel Spaß mit der nun kommenden Stunde Fallout 3. Das ist eine einzige Aufnahme. Ich muss sogar kürzen, glaube ich, was ich mir entziehe, aber das wirst du dann alles sehen. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß da auf meinem Kanal und mit den ganzen Quadel, den ich da veranstalte. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ich weiß nicht, wie ich dir das sagen soll. Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdecken und getroffen lassen. Im Namen Gottes.
Herzlich willkommen zurück beim Latrinen-Let's Play. Ja, wir spielen mit Latrine, unserem, unserem weiblichen Protagonisten. Ja, das ist Latrine, oder Latrinal, wie zu ihrer sagt. Und wir sind gerade in Washington Dingenskirchen und suchen nach dem Verbleib des Vaters. Ich hätte gesagt, wir schauen jetzt mal auf die Aufgaben. Im Kontrollraum von Project Purity nach Papa suchen. Ja, stellt sich nur die Frage, wo da der Kontrollraum ist, weil ich sehe ihn nicht. Schauen wir nochmal, der muss ja da irgendwo sein, der Kontrollraum. Rotunda. Ich hab's ja gewusst, dass da noch irgendwas gibt und ich laufe in der letzten Episode und... Bingo. Papas Holobänder nach Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort durchkämmen. Nö, Spiel, das tun wir noch nicht. Denn wie du siehst, wir haben links unten auf dem Radar rote Punkte. Ich würde mal sagen, das sind Supermutanten. Ich mach mir eine Halskette aus deinen... Was machst du aus uns? Ha? Halsketten? Na bitte nicht. Au! Jetzt ist er wieder mal draufgegangen, da alte Tattlinger, ha? Kurz einen Blick. So, normalerweise müsste es jetzt besser sein. Wir nehmen diese Jagdflinte auch noch mit, wir brauchen ja was zum Reparieren. Ich höre da wieder einen Supermutanten. Das Spiel ist aus! Ein Supermutanten-Biest. Wie schon Fallout 4, sie treffen, ohne dass du überhaupt daneben stehst. Aber in Fallout New Vegas, ein Wahnsinn, was die Caesars Legion aushält. Die halten was aus. Doch. Doch, mein Sohn. Du musst. Ohne Widerrede. Ja, wie du siehst, wir sind etwas demoliert. So. Die Stromzufuhr ist unterbrochen. Wir tun jetzt mal die Waffe weg, dann tun wir uns auch einfacher. Da sind die Holobänder, die Geistlichen. Papas Dingenskirchen-Eintrag Nummer 10 anhören. Notizen. Ich bin zu Vault 112 aufgebrochen, um nach etwas von Braun zu suchen, das uns bei der Fertigstellung des Aufbereiters helfen könnte. Ich weiß nur, dass es sich irgendwo westlich eines Ortes namens Evergreen Mills in einer Art Werkstatt befindet. Aber ich werde es finden. Ich muss. Wir sind ganz nah dran. Aber ist das nicht sowieso die Geschichte von Project Purity? Ein ewiges, ganz nah dran sein. Mal sehen, ob Braun das fehlende Puzzlestück hat. Der Herr Bräunlichst. Eintrag Nummer 5. Sogar in Vault 101 habe ich mit meiner Arbeit an Project Purity nie ganz aufgehört. Schon bald nach unserer Ankunft gehörte es zu meiner abendlichen Routine, in den gesperrten Bereichen nach, was weiß ich, zu suchen. Nach irgendwas. Immerhin war es eine Vault-Tech-Einrichtung. Der Ort war mit den modernsten Technologien erbaut worden, die dieses Land jemals entwickelt hatte. Bei diesen Ausflügen kam aber nie etwas Nützliches heraus. Also brach ich eines Nachts
nach einer halben Flasche Scotch, in das Büro des Aufsehers ein. Es war einfach, seine Konsole zu hacken und Zugriff auf die geheimen Dateien zu erlangen. Das meiste war aber Müll. Propaganda, Spionageberichte, schlichtweg Scheißdreck. Aber es gab eine Sache, die meine Aufmerksamkeit erregte. Der Name Dr. Stanislaus Braun. Natürlich kannte ich Brauns Arbeit. Zu seiner Zeit war er sehr prominent. Vault-Tec's Hexenmeister der Technik, der seinesgleichen ob seiner technischen Fähigkeiten staunen ließ. Aber es war auch in Vault 101 in dieser Nacht im Büro des Aufsehers, als ich zum ersten Mal von Brauns Rolle in Vault-Tec's Programm zur Erhaltung der Gesellschaft und seiner Arbeit an etwas namens GEEK erfuhr. Das Garten-Eden-Erstellungskit. Eintrag 8. Ehrlich gesagt klang das GEEK wie pure Fantasie, sogar für jemanden mit Brauns Fähigkeiten. Es war nicht weniger als ein Wunder. Ein Terraformungsmodul, das Leben aus totaler Leblosigkeit erzeugen kann. Und dieses Ding war nicht nur real, es wurde sogar an verschiedene Vaults verteilt, um es nach einem Atomkrieg einzusetzen. Leider befand sich Vault 101 nicht auf dieser Liste. Ich habe einige Nachforschungen betrieben und fand Brauns Name auf der Reservierungsliste für Vault 112. Ich bin kein Pfuscher, aber dieser Mann könnte leicht das geschafft haben, woran ich gescheitert bin. Ist sein gesammeltes Wissen immer noch in den Räumen von Vault 112? Tagebücher, Holobänder, Computerdatensätze, vielleicht sogar Experimente. Wenn ich nur Zugriff auf einen Teil von Brauns Genialität hätte, würde Projekt Purity Realität werden. Bessere Zeiten. Diese Tests waren ergebnislos, aber Madison und ich sind überzeugt, dass es sich um ein Problem mit dem sekundären Filtersystem handelt. Wir werden die Ausrüstung neu kalibrieren und es morgen nochmal versuchen, damit... James, bitte, ich arbeite. Jetzt ist nicht die richtige Zeit. Das ist also der nächste Schritt. Wenn wir die benötigten Ergebnisse erhalten, werden wir mit... James, stopp! Ich muss diese Notizen beenden. Wir werden die Probleme mit den Strahlungsminderern untersuchen. Das sollte... Au! James! Jetzt? Wir sollten nicht. Eintrag 2. Dies ist Tag 2 meines Versuchs, das Projekt wiederzubeleben. Ich habe einen der tragbaren Fusionsgeneratoren aktiviert. Aber das reicht nur aus, um die Notbeleuchtung und ein paar andere Systeme zu versorgen. Das genügt für den Moment, aber ich brauche Hilfe beim Hochfahren des Zentralrechners. Zeit, um Madison in Rivet City zu besuchen. Eintrag 3. Ich habe mit Dr. Lee Madison in Rivet City gesprochen. Das Gespräch verlief wie erwartet gut. Das heißt, dass sie annimmt, ich sei total verrückt. Aber kann ich ihr das übel nehmen? Sie hat ihr eigenes Leben, ihr eigenes Team und macht handfeste wissenschaftliche Fortschritte. Und da komme ich, der Inbegriff von Versagen und falschen Versprechungen. Aber in Wirklichkeit brauche ich Madison und das wissenschaftliche Team, das sie zusammengestellt hat. Ich kann es nicht selbst tun. Projekt Purity ist größer als ich. Schon immer gewesen. Und ohne Catherine... Gott, es darf nicht sterben. Nicht nochmal. Und nicht so. Eintrag 1. Jetzt bin ich wieder da, wo alles anfing. Projekt Purity. Wir wollten die Welt verändern. Wir dachten, das Wasser des Lebens könnte Realität werden. Und darum ist das ein bedeutender Anlass. Denn auch nach 19 Jahren glaube ich noch immer daran. Projekt Purity kann und wird funktionieren. Dies ist nur der Anfang. Pro Eintrag 9. Da sind wir also wieder. Projekt Purity und ich. Nahezu 20 Jahre sind vergangen, seit ich das letzte Mal hier war. Seitdem ich all dies zurückgelassen habe, um meiner Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen. Wir haben diese Zeit in Vault 101 verbracht, abgeschottet vom Rest der Welt. Es war nicht perfekt, aber sicher. Und mehr konnte ich auch nicht verlangen. Jetzt ist meine Tochter eine erwachsene Frau. Gut aussehend, intelligent
voller Selbstvertrauen. Genau wie ihre Mutter. Und auch wenn es schwer ist, das zuzugeben, sie braucht ihren Vater jetzt nicht mehr. Blödsinn, ich war froh, wenn mein Vater noch lebt hat. Eintrag 8. Es ist Zeit zu gehen. Das Projekt war zuvor in Schwierigkeiten. Intern und extern. Es gibt keinen Fortschritt mehr. Erstens, weil uns unsere Neuberechnungen ins Nichts geführt haben. Und zweitens wegen der täglichen Mutantenangriffe. Ich bedauere, dass es so weit gekommen ist. Wenn ich ginge, könnte unsere Arbeit abgebrochen werden. Madison kam nie gut mit der Bruderschaft zurecht. Außer dem gelehrten Rothschild würde sie keinen von ihnen tolerieren. Wer weiß, was passieren würde, wenn sie mit ihnen zu verhandeln hätte. Es bricht mir das Herz zu gehen. Aber die Bedürfnisse meines Kindes sind wichtiger als meine eigenen. Und nun der letzte Eintrag, 7. Ich habe einen großen Verlust zu beklagen. Meine geliebte Frau ist gegangen. Meine Tochter, klein und hilflos, hat ihren Platz eingenommen. So viel mir dieser Ort auch bedeutet. So viel er auch Catherine bedeutet hat. Dies ist kein Ort für ein Kind. Besonders für ein Kind ohne Mutter. Ja, die Reise führt uns nun hinaus ins Ödland der Hauptstadt in Richtung Vault 112. Und wie du gerade gehört hast, für viele, die dieses Spiel nicht kennen, die Frau Madison Lee hat nach den Ereignissen in Fallout 3 rund um die Bruderschaft, die ich euch noch zeigen werde, die Bruderschaft verlassen und hat sie einfach dann, ja, du wirst es im Laufe des Let's Plays sehen. So, was haben wir? Oh. Wir sind nicht mehr gut ausgeruht. Das ist kein gutes Zeichen. Haben wir irgendwo ein Bettchen für unser Latrinenfrettchen? Nö. Pumpensteuerung. Einen Teller braucht man nicht. Ich finde es halt nur geil, dass der Teller auf einmal rot ist. Ha! Wird das wahrscheinlich eine Anspielung sein, ha? Naja. Zugang zu Vault 112 verschaffen. Jo. Okay. Super. Der Weg war umsonst. Warum hat mir das jetzt gewundert, dass der Weg nicht umsonst war, hm? Ja, ein Bett wäre geil. Funktioniert alles erst, wenn etwas Bestimmtes getriggert ist. Na toll. Für das sind wir noch zu dumm. Ja, wenn wir dann mehr lesen wollen, müssen wir unbedingt in die Wissenschaft investieren. Mhm. Das Nationalarchiv, Dukovs Wohnung. Warte mal, haben wir nicht vom Freedogger Aufgabe gekriegt?
Ich finde die Aufgabe nicht. Wir reisen dort noch mal hin. Da müssen wir her. Weil ich kann mich erinnern, dass wir da Aufgabe haben. Vielleicht können wir uns da irgendwo ein paar Stunden hinplatzieren. Das sollen die Ausgestoßenen mal nachmachen. Richtig, richtig. Machen wir nur weiter so mit den Ausgestoßenen. Ich stoß die auch gleich aus. Ich kann mich madig daran erinnern, dass wir vom Freetag eine Aufgabe kriegen sollten. Sie sind also wieder hier. Sehr gut. Im guten Kampf werden immer neue Soldaten gebraucht. Ich werde Ihnen... Achso. Ich werde Ihnen einen guten Kampf geben, wenn Sie... Okay, der gute Kampf. Worum geht's da eigentlich? Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Die Leute wehren sich also. Sie können sich nicht wehren. Nicht gegen solche Feinde. Entweder sie hauen ab oder sie bleiben hier und gehen drauf. Das ist einfach ungerecht. Und da komme ich ins Spiel. Ich kämpfe den guten Kampf und GNR ist meine Waffe. Der Klang der Wahrheit durchdringt das Ödland. Verdammt, jemand muss dem Mist vom Radiosender der Enklave ja was entgegenhalten. Es sind nicht Worte, die Menschen töten, sondern Waffen. Naja. Aber Worte können, wie sage ich das jetzt am blödesten, damit das jetzt nicht deppert klingt. Auch Worte können Waffen sein. Es wundert mich, dass sie immer noch leben. Ich habe genügend Feinde, die nichts lieber tun würden, als mir eine Kugel zwischen die Augen zu jagen. Das Einzige, was sie noch daran hindert, ist Sarah Lyons mit ihrer stählernen Bruderschaft. Wir haben da einen netten Deal. Sie sorgen dafür, dass ich die Radieschen nicht von unten sehe, und ich gebe ihnen ein festes Dach über dem Kopf. Wär's das, wissen wir So schon? viel ich mitbekomme. Sie halten die Ruinen frei von... Ohne die würden wir bis zu den Knien... Dieser gute Kampf, ich probiere das. Ich weiß nicht mehr, da gibt's noch, ich weiß, dass ich was machen muss für ihn. Tut mir leid. Ich bin es so gewohnt, mit einem stummen Publikum zu reden, dass ich an... Beim guten Kampf gibt's aber eine Regel. Wo Hilfe gebraucht wird, muss auch Hilfe geleistet werden. Was könnte ich wohl für Sie tun? Sie haben doch schon alles. Könnten Sie mir einfach... Ich freue mich über jeden Hinweis, der mir weiterhilft. Ich höre andauernd irgendwas. Heute ist wohl Ihr Glückstag. Rein zufällig weiß ich von einem geheimen Waffenlager des Militärs, das vom Zahn der Zeit unberührt blieb. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Los geht's. Gut, denn das wird nicht einfach. Galaxy News Radio ist mein Baby. Ich liebe es, füttere es und wechsle ihm die Windeln. Da ist nur eins. Außerhalb von DC hört es keiner schreien. Wissen Sie, irgend so ein Supermutant dachte sich, es wäre witzig, das glänzende, runde Ding auf dem Washington Monument unter Beschuss zu nehmen. Ich sehe schon, wo das hinführt. Genau. Das glänzende Ding war unsere Sendeantenne. Jetzt sieht sie aus wie Schweizer Käse.
Ohne sie ist unser Sendebereich sehr eingeschränkt. Natürlich gibt es den Hersteller der Sendeschüssel schon lange nicht mehr. Was bedeutet, dass wir vergessen können, einen Ersatz dafür zu bekommen. Hört sich langsam riskant an. Es ist risikoreich. Warum sollte ich lügen? Aber in Ihren Augen sehe ich etwas, das geradezu herausschreit. Ich zieh den Karren aus dem Dreck. Ihr Papa hatte denselben Blick. Deshalb hilft Three Dog Ihnen. Na gut, wie kann ich behilflich sein? Einer der Kerle der Bruderschaft erwähnte mal, so eine Schüssel in einem der alten Museen von DC gesehen zu haben. Das ist die Schüssel des alten Mondlandegerätes Virgo 2 im Technischen Museum. Sie müssten sie klauen, zum Washington Monument bringen und sie anstelle der kaputten montieren. Das wäre alles. Wir haben einen Deal. Ich kenne eben meinen Pappenheimer. Sie sind das Beste, das Galaxy News seit langem passiert ist. Wenn Sie noch weitere Infos brauchen, ich warte hier auf Sie. Sehr geil. Ich möchte nur schauen, ob wir uns da irgendwo hinlegen können. Ja, da können wir schlafen. Sehr gut. Sehr gut. Und mit einem Frühstück im Darm wird es uns warm und dann geht es gleich raus in die kalte, weite Welt des Ödlands. Meine kleinen Kinder da draußen. Sie sind die Frage, ich bin die Antwort, Mann. Richtig, Frau. Ich hoffe, dass wir bald wieder ein paar Hefte finden und solche Sachen. Hui. Dupont-Circle, Zirkel. Na gut, wir werden jetzt diese Mission einmal abschalten. Bäh. Ach du heilige Grützkacke. Ja, gut, Aufgaben. Warte mal, Aufgaben. Aufgaben habe ich gesagt. Da ist. Wir werden unterwegs immer wieder schauen, wo wir was finden. Okay, okay. Der beste Speicherpunkt ever. Wir benötigen Munition. Da ist ein Ghoul im Anlauf. Hallo, mein Kleiner. Oh Gott. Au! Wechsel die Dingenskirchen da, du Luder, du. Minigun brauchen wir jetzt nicht. Die Splittergranaten halten wir uns auf. Au! Au! Toll. Kampfflint. Ui, der ist kaputt. Der ist fast hin. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, habe ich gesagt. Ja. Wir werden es müssen dabei mit dieser Waffe hier riskieren. Für was haben wir jetzt 10 Erfahrungspunkte gekriegt? Aha. Fürs Waffe wechseln. Bleistift braucht man nicht. Wir müssen in diese Richtung. In Richtung der super Mutanten. Mhm. Oh Gott.
Ich habe böse Erinnerungen an diese Etappe. Oh Gott. Was ist denn da hinten? Oh Gott. Gule. Wie sehr ich sie liebe. Au! Au! Kruzifix! Irgendwie baue ich halt nur Scheiße. Oh, da wimmelt's von Gulen. Scheiße, ha? Oh. Au! Einmal ins Köpfchen, ab ins Töpfchen. Wir werden uns da nochmal so ein Stümperpack. Warte mal. Das letzte Rad dabei. So. Wir haben ja genug davon. So, mein Freund, flieg! Und ich dachte schon, sie wollte mich verarschen. Sehr schön. Red Axe, wir brauchen Rad dabei. Okay. Ja, sorry, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern aus dem Spiel. Oh Gott. Wir müssen kurzweilig, alternativtechnisch auf die Minigun umsteigen. Denn jetzt wird's dreckig. Mhm. Au! Aber wenigstens haben sie sich gleich selber umgebracht, die Idioten. Da. Weichbirne, du. Dich. Dann dich. Diese Wetzphysik, die ist so geil. Au.
Ja. Bist du nicht willens, so brauche ich Gewalt. Ich weiß. Mein Sohn, bitteschön. Ich hab das schon einmal gesagt. Doch. So. Des Nachschubs fette Beute. Wir werden jetzt ein bisschen plündern. Eine sehr interessante Beinphysik, die du da hast, mein Freund. So, was haben denn die Ghule bei sich? Wenn wir sie überhaupt noch finden. Also finden, da ist er. Ja, sehr schön. Okay, aber ich glaube, wir sind ein bisschen falsch. Und die Innenstadt von Washington, die ist nämlich relativ geil verwinkelt, weißt? Wir nehmen noch 2, wir haben ja genug. Oh. Siehst du das, was ich hier sehe? Bücher, Hefte, nix. Schade. So. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Das Schöne daran ist das Gute darin. Also wir sind nicht von allen Schrott abhängig. Das, was wir brauchen, nehmen wir uns. Und das, was wir uns nehmen, brauchen wir auch. Weg damit. Passt, die nächsten Level-Ups müssen wir dann eh wieder in die Punkte reintun. Vor wegen reparieren und den ganzen Schaß. Jo. DuPont West. Nö. Okay, da gibt's nichts. Schade, das schaut so begehbar aus. Da oben, schau mal. Budeln sie noch nicht auf. Foggy Bottom. Na gut. Brauchen wir alles nicht. Da trat ich auf eine Bärenfalle. Oh Gott. Ja, komm her, Scheiße. Jetzt. Oh Gott, ich will nicht sterben. Zu spät. Wenn ich dich erwische, bringe ich dich... Na, weißt du was. Ich
wollte ihn glatt über den Jordan schicken, dann haute er aber ab, dass es sowas gibt. Oh, das erste Büchlein, sehr schön. Ich weiß ja gar nicht, wo in den Spiel alle Dings stehen. Was ist da? Metro-Ticket. Nehmen wir mit, aus kulturellen Gründen. Mhm. Und dann können wir nämlich sagen, dann könnte man sagen, wir haben ein Ticket gelöst, gell? Sie sind so mordsblöd. Jetzt geht's los! Sie sind so putzig, diese Raider. Zwar nicht die hellsten, aber dafür halt rotzfrech. Also Holzhammer braucht man nicht. Den können wir mitnehmen. Braucht man nicht. Energiewaffen um 1 erhöht. Schön. Danke. Du bist tot, Dreck. Super! Macht wohl Spaß, was? Noch mehr gefällig? Nö, mir ist langweilig. Ach nö, so ein süßes Köpfchen. So ein süßes Köpfchen. Au! Ja, nehmt sie auseinander! Ah, da ist sicher. Stündlein hat geschlagen. Ich würde eher sagen, deins. Und unser Fudel trifft wieder nicht, ne? Oh Gott, ich sag's euch, ich mach was mit der Frau. Naja. Ja, brauchst du jetzt auf gekünstelt schreien. Da krieg ich ja Magen-Darm-Verstimmung. Ist da oben irgendwas? Ah, da wäre was. Ich glaub, wir haben uns verlaufen. Unser Weg wird da entlang. Bitte lösen Sie Ihre Fahrscheine. Dankeschön. Georgetown. Der George im Town, Town im George, lalala. Jetzt habe ich da nicht mitgekriegt, wo wir sind, da. Centaur, also ist Supermutant nicht weit weg.
Fletch. Was ist denn da entlang? Die Spielchen sind zu Ende. Oh Gott. Sterben. Fängt schon gut an. Hier bin ich. Du brauchst nicht jammern, das war eh logisch, oder? The Adventures of Captain Cosmos. Na bitte. Oh Gott, da gibt's so viel zu entdecken. Ich hasse sie in diesem Spiel. Oh Gott, ich hasse sie in diesem Spiel. Was das? Wir haben das jetzt einmal entdeckt. Wir werden aber trotzdem jetzt mal in Richtung Washington Monument weiter marschieren. Oh Gott, ich sehe es schon. Raider und Supermutanten, hoffentlich. Oh! Die Arschlöcher. Entschuldigung den Ausdruck. Weiter feuern! Also das war jetzt mal für die Katze. Ich will diesen Kopf auf einem verfluchten... Oh Gott, ich hasse diese Menschen. Sicher. So. Haha! Das gehört alles uns, was die auch alles mithaben mögen. Es gehört uns. Hey. Ja, keine Ahnung. Na. Mädel, mach mir jetzt bitte nicht narrisch.
Stimpack. Wir werden wieder etwas für die Nacht benötigen. Oh. Grognak der Barbar. Psycho. Baseballhandschuh. Nö. Ich weiß, dass wir überladen sind, Spiel. Ich hörte gerade etwas Innigliches, Vergängliches. Aber am Bett wäre geil. Warte mal. Grognak der Barbar. Nahkampfwaffen um 1 erhöht. Sehr schön. Kartoffelchips. Oh. Ein Lebensmittelfidelhändler. Mhm. Oh, schauen wir mal rein. Hallo, schönes Land Amerika. Ich bin es, euer Präsident, John dran gekriegt. Hier ist Three Dog. Wie geht's? Wie steht's? Sind alle für die neuesten Nachrichten aus dem Ödland der Hauptstadt bereit? Ich auch nicht. Aber ich muss sie vorlesen. Und nun zum heutigen Wetter. Extrem gewalttätig mit Knochensplitterneigung. Bleibt dran. In Kürze folgt unsere 5-Tages-Vorschau. Danke fürs Zuhören, Leute. Ich bin Three Dog. Und ihr hört Galaxy News Radio. Wir sind das radiofreies Ödland und wir senden nur für euch. Und jetzt eine extrem wichtige Durchsage von allgemeinem Interesse. Für alle von euch, die immer schon mal die Ruinen von DC nach Schätzen durchsuchen wollten, habe ich einen Tipp. Leute, diese Frankenstein-Monster reißen euch in kleine, blutige Stücke. Aber nur, wenn ihr Glück habt. Den meisten unserer Berichte zufolge ziehen es die Supermutanten vor. Naja, das ist so uninteressant. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Und jetzt etwas Musik. Bam 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 bam. So, da haben wir nix. Redex hat nachgelassen, auch schön. Ja, das war's. Gut, und jetzt werden wir unser Bett suchen. Also die Frage, ob wir uns finden. Wo sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Das war's jetzt gar nicht. Siehst ja, da gibt's noch ein bisschen was. Da gibt's ein bisschen was zum Aufdecken. Dir sag es. Bringt zwar nicht viel, aber wurscht. So, steck jetzt mal die Waffen weg. Sobald wir ein Bett gefunden haben, legen wir uns dort hin. Schlafen wir ein kleines Mützelchen und dann sollten wir eigentlich wieder fit sein. Hola Dio. Ach, da waren wir schon. McKellen Family.
Genau. Du aber nicht, mein Freund. Dankeschön.